Servus und Habidere da draußen zu einer neuen Folge Viva la Movolution Podcast. Diesmal wieder zu unserem allseits beliebten und berühmten Format, den Warlegs. Und ganz special zu den letzten Warlegs des Jahres 2024 im Dezember. Das mache ich natürlich nicht alleine. Zwar nicht komplett, aber nicht alleine. Corby, servus, grüß dich. Mike, hi. Das freut mich, dass du mich eingeladen hast. Okay, das ist schön. Ich meine, eigentlich würde ich sagen, ich würde sagen, wir hätten es uns ausgemacht, aber eingeladen weiß ich jetzt nicht, aber wenn du das so auffasst, dann freut mich das natürlich auch. Das weiß doch keiner. Ach so, okay. Genau, das Bier-Date. Das schneidest du jetzt einfach so hin, das passt, wie immer. Ja, genau. Komm, wie geht's dir denn? Voll gefressen noch die Feiertag? Ja, also ich muss unbedingt jetzt dann mal wieder Sport machen, weil sonst bin ich nächstes Jahr, glaube ich, ein Double für Jabba the Hutt. Und dann erbt man zwar vielleicht ein bisschen mehr Fame, das kann sein. Stimmt. Aber ja, also außer Saufen und Fressen kannst du eigentlich nicht viel an die Weihnachtstag, oder? Ja, und dann halt dazwischen noch sitzen, voll sitzen, Filme schauen und sitzen und ja, gut, du hast mich schon auch noch neidisch gemacht, du mit deinem weißer Hai-Lego. Oh ja. Starkes Weihnachtsgeschenk. Also da habe ich mich sehr gefreut natürlich und ich habe mit dem Sohn im Anschluss bauen angefangen, der mir dann auch zum Verstehen gegeben hat, dass das schon seins ist. Ach so? Ja, habe mir das auch schon gedacht, dass das dann meins ist, oder? Zuerst hat so geheißen unseres und wie ich gesagt habe, nein, das ist meins, das habe ich gekriegt. Von mir habe ich dann eher auch umgeschwenkt, nein, das ist seins. Sag ich, ja, du kannst mit Angst zumachen, habe ich gesagt, weil er einen Sechstwuster gehört. Sag jetzt bauen wir das Ding erst einmal auf, weil ich glaube, er meint damit, dass er sprengen kann. Jetzt schauen wir mal, was da im Schluss rauskommt. Jetzt müssen wir es erst noch mit zusammenbauen, aber allein die ganze Konstruktion von dem Ding ist sehr stabil und Ding, also ist ein richtig tolles Set und ja, jeder Stein, der in den anderen greift, ist ein Traum. Oh Gott, ist das poetisch. Das sollte hinten auf der Packung draufstehen. Aber gell, ist schon grausam, wenn Kinder immer meinen, Lego ist was für sie und ja, zum Speinen. Ja, das wird aufgebaut, hingestellt, das können andere vielleicht nur bestaunen. Aber das war's dann auch schon. Das war's. Aber hallo. Ja, da bin ich gespannt. Ob wir dann in die Januar-Warlegs dann schon verkünden können, ob es ein Familiendrama gegeben hat oder nicht. Wer hat mein weißer Hai-Lego gesehen? Wo ist es? Ja, wo ist es? Raus damit. Hast du was Gescheites gekriegt auf Weihnachten? Nein. Gar nichts. Warst nicht brav. Warst nicht brav. Liebe, weißt du. Nein, es ist mittlerweile schon so, dass die Mehrheit der Geschenke sich nicht mehr an einen selbst richtet, sondern an den Hund. Okay. Also der Campino hat dieses Jahr extrem viele Geschenke gekriegt, sehr zum Leidwesen seiner Herrchen und Frauchen. Okay. Alles, was quietscht und Gaudi macht quasi, oder? Ja, genau. So Ohren, die dann die ganze Zeit so Flattergeräusche machen, die liebt er. Das ist so ein Elefant mit Ohren, die dann die ganze Zeit so rumflattern. Und das ist ja geil, weil sobald man den Ohr mal irgendwie beidelt, da flattert das auch nur so, dann suggeriert es, dass das Ding nur Leben. Ja. Aber ist mir persönlich lieber wie diese Quietschi-Sachen. Also von dem her nicht schlecht. Okay, sehr schön, sehr schön. Ja. Und überhaupt ist ja das Wichtigste an Weihnachten, das sind ja die Menschen am Tisch und nicht die Geschenke unterm Baum, oder? Ja, eben. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe tatsächlich jetzt im Dezember relativ früh dabei. Obwohl ich gedacht habe, ja, okay, außer so die ganzen alten Schinken mal wieder zum Schauen, so schöne Bescherung und was weiß ich. Die habe ich jetzt auch mal rauslassen. Walter Matthau und Jack Lemmon, die Grumpy Old Man Filme und so, alles ist wieder gelaufen, Kevin allein zu Hause und so. Aber die, glaube ich, die sparen wir jetzt. Buddy, der Weihnachtself, auch ganz ein wichtiger Film. Den lang nicht mehr nicht gesehen. Unerwähnt lassen. Lang nicht mehr gesehen. Ein grandioser Humor. Dieser Netflix-Weihnachtsfilm war nicht schlecht, dieser Animationsfilm. Jetzt wenn ich aber wisst, wie der heißt. Klaus. Na, der war auch super. Klaus, aber die haben ja dieses Jahr auch einen rausgebracht. Ein bisschen Weihnachten oder so, ich weiß jetzt nicht mehr, so ein Animationsfilm.
Müsst ihr mir anschauen. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ein bisschen lebst Weihnachten. Ein bisschen lebst fürs Herz. Ja, dann, ich würde einfach schon mal schnell anfangen, weil das ist was, das, glaube ich, wirst du nie anschauen, weil du, glaube ich, den Humor einfach auch nicht magst. Es ist mal wieder eine Mockumentary, also es ist mein Doku-Beitrag heute. Keine Angst, es kommt also tatsächlich dann sonst nichts mehr. Und zwar habe ich jetzt die Discounter durchgebinged. Ich habe das schon mal erwähnt, vor etlichen Jahren wahrscheinlich in den Warlex. Und somit ist es mein zweiter Anlauf für die Serie. Aber dieses Mal habe ich das Ding echt verschlungen. Ich habe bei alle 4 Staffeln an einem Wochenende angeschaut. Wow. Und muss sagen, also ich habe mir da dann doch ein Stück weit verliebt. Ich muss sagen, die erste Staffel ist ein bisschen holprig. Also es ist wie bei Stromberg und bei The Office, wobei Stromberg die erste Folge natürlich schon grandios ist, aber bei The Office, da muss man ja auch die erste Staffel mehr oder weniger ein bisschen durchhalten, dass man dann in den Humor und in die Charaktere reinkommt. Und so ähnlich ist es bei die Discounter, wobei man das Ding, je mehr man das eben angeschaut hat, immer sympathischer geworden ist. Und da möchte ich auch kurz mal erwähnen, weil das vielleicht viele auch nicht wissen, die Autoren, die das Ganze geschaffen haben, die spielen alle da drin mit und sind relativ jung. Also auch einer von den Hauptdarstellern, der Titus, der gespielt wird vom Bruno Alexander, das ist unter anderem einer der Autoren, und dann der Emil Belton und der Oskar Belton, die spielen auch beide in so Nebenrollen in die Discounter mit. Und wie die das dann eben erzählen, mit welcher Leidenschaft sie das gemacht haben und wie sie sich darüber gefreut haben, dass sie die Chance bekommen, das eben für Amazon zu produzieren, finde ich dann schon wieder so toll, dass ich allein deswegen diese deutsche Produktion schon... Eine deutsche Produktion ist das? Ja, klar ist es deutsch. Das spielt dann, also kannst du fast schon sagen, so ein Netto in Hamburg. Ja, das sagt ja quasi der Name schon quasi. Ja, genau. Aber es ist so geil, es ist wirklich so cool, wie der Sicherheitsmann, der da spielt, der Jonas, gespielt von Merlin Sandmeier. Also das ist so ein Fremdschämen-Faktor, das ist brutal, weil der Typ eigentlich eine totale Lusche ist, der hat total viel Angst, aber ist halt da drin der Sicherheitsmann. Und sein Hauptding ist eigentlich, jedes Mal, wenn er Promi reinkommt, mit dem ein Foto zu machen. Ja, da die auch, um Himmels Willen. Ja, was in Hamburg halt gar nicht so abwegig ist. Ja, meine Schwester war mal, die hat ich glaube, im Kaufhof oder sowas hat die mitgearbeitet, so noch im Studium. Und da hat sie einen Tim Melzer getroffen und der hat bei ihr Socken gekauft. Kein Scheiß. Und ich hab dann sofort gesagt, hey, Autogramm, Foto. Na, das hab ich nicht. Um Himmels Willen, wenn ich einen Tim Melzer sehe, da kriegt er High Five von mir, sage ich, hey, geiler Hund. Foto her. Foto her. Foto her. Und den muss man natürlich auch erwähnt haben, der hat ja jetzt erst vor kurzem in einem langen Edeka-Werbespot mitgespielt, in dem neuen Weihnachtsspot. Der Marc Hosemann, der den Thorsten spielt, den Discounter-Chef. Kruzifix ist der Typ geil. Also Wahnsinn. Es gibt eine Folge, da sagt er zelebriert so einen nordischen Feiertag und sperrt in sein Büro ein, zieht seine Hosen aus, sitzt in seinen Unterhosen und sauft den ganzen Tag und schaut dabei Tierdokus. Das ist ein guter Feiertag. Das ist super. Alle anderen freuen sich, weil sie wissen, okay, der Thorsten kommt halt nicht aus seinem Kammerl aussehen und machen halt dann auch im Endeffekt was wollen. Also es ist eigentlich für jeden ein Feiertag. Aber das ist halt total lustig und ja, es ist schon Assi-Humor, also das muss man schon sagen. Weswegen ich zum Beispiel auch halt in diese erste Staffel nicht so richtig gut reingekommen bin, weil ich mir dann auch denke, Alter, das ist nur Fremdschämen und irgendwie so ein Humorlevel, auf das Kimi jetzt spontan nicht rein. Das ist wieder Konig quasi, oder? So. Ich wollte gerade sagen, also die Hälfte unserer Hörer denkt sich jetzt gerade, hä? Was ist los? Genau deswegen, hey, eigentlich doch. Und jetzt nach der 4. Staffel, die jetzt auch komplett mittlerweile bei Prime drauf ist, heißt es auch schon, dass eine 5. Staffel kommen wird. Es ist aber noch nicht bestätigt. Und ich glaube aber, danach ist es aus. Es wird dann mit einem sehr rasanten Level erzählt. Und ich finde es auch nicht schlecht. Also lieber hat man halt dann ein geplantes Ende, wie halt irgendein Ende mit einem Cliffhanger, wo dann jeder unzufrieden ist. Ja, unbedingt. Unbedingt. Ja.
super schnell durchgebinged, sind immer 20 Minuten Folgen und ich glaube, jede Staffel hat so um die 10 Folgen. Okay. Also ist relativ schnell durch. Das Ding immer, ja. Und, ja, sehr schön. Wenn ich es jetzt nicht erwähnt habe, dann beißen wir irgendwann wieder in den Arsch. Nura spielt auch mit, die deutsche Rapperin. Das ist wieder was, das hast du bestimmt mal bei mir im Auto gehört, wenn ich mit dir irgendwo hingefahren bin. Und dann wirst du gedacht haben, warum zum Teufel hört der das? Zur Zeit bin ich sehr überrascht, weil ich habe die letzte Mal schon drauf angeredet. Also läuft voll New Metal bei dir momentan. Ja, New Metal, aber weiblicher deutscher Hip-Hop. Ja, weil du ein Sexist bist, deswegen. Es ist alles nur Recherche, ja. Ja gut, da passt's wieder. Alles für die Kunst. Alles für die Kunst. Und Nura finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Ihr Musik mag ich sehr gern und deswegen ist es einfach ein ganz toller Cast. Es macht sehr viel Spaß und wie schon gesagt, so junge Leute gehören von Haus aus gefördert. Von daher auch großes Kompliment an Amazon Prime, dass die das da gemacht haben. Sehr schön. Sehr schön. Dann mache ich jetzt einfach mal weiter mit meinem absoluten Highlight vom Dezember. Ich möchte jetzt gleich voll einsteigen, weil ich den Film wirklich geliebt habe. Speak No Evil, das Remake vom James Watkins mit dem, James McAvoy in der Hauptrolle. Habe ich nur Schlechtes gehört bisher. Von einer Person, die den Film im Kino angeschaut hat und gesagt hat, sie wollten nach einer Viertelstunde rausgehen. Ja, aber er ist sehr ungemütlich. Ich weiß nicht, ob das an der Qualität vom Film liegt bei ihr oder ob der Film einfach zu ungemütlich war, weil also ich sage mir von vorne, ich habe ja dieses dänische Original habe ich ja in die Warlex schon mal dabei gehabt und das hat mir ja überhaupt nicht gefallen. Dieses Verhalten von den Leuten, das ist so dermaßen nicht nachvollziehbar gewesen, dämlich dass ich sage, dass ich mir während des ganzen Films einfach nur geärgert habe die ganze Zeit. Und dann auch das Ende, die Leute ergeben sich einfach, keine Gegenwehr. Weißt du, also wo ich sage, wirklich, ich hab's jetzt nicht anders verdient, allesamt geht's alle drauf oder es soll euch was Schlimmes passieren, weil ich hab's jetzt nicht anders verdient. Und ich habe jetzt gehofft, irgendwie, wie dann die Ankündigung gekommen ist von diesem Remake, dass das besser läuft bei bestimmten Sachen. Und tada, es läuft so gut wie alles besser. Die Entscheidungen von unseren Hauptpersonen sind um einiges nachvollziehbarer. Die Geschichte mit dem Hosen, jeder weiß Bescheid, wenn er den Film gesehen hat mit dem Hosen, macht jetzt diesmal wirklich auch einen Sinn. Es ist eine Charakterentwicklung da, der Schluss ist besser. Gut, besser, nicht so konsequent. Ich will jetzt das Originalende auch nicht konsequent nennen, weil es einfach, ich mag es jetzt auch nicht spoilern, aber es ist halt einfach so, dass man sagt, okay, ich habe das jetzt auch gar nicht anders verdient. Und in dem Fall sagst du, ja, ich vergönne ihnen dieses Ende, weil ja wirklich auch eine Charakterentwicklung eben auch da ist. Und ich verstehe ja diese Intention von diesem Originalfilm, diesen dänischen, dass man sagt, okay, wie weit lässt du, wo es über dich ergeht, wo du nicht magst? Wie lang bist du freundlich? Wie lang lässt du Sachen über dich ergehen, bis du wirklich zum Gegenschlag ausholst? Aber der Film hat null Überhöhungen drin und präsentiert sich als komplett bodenständiger Thriller. Und wenn ich dann solche Elemente drin habe, dann stört mich das. Wie so wie der Substance zum Beispiel. Der Substance, der sagt von Haus aus, er ist in einem überhöhten Setting und schon kann der Film meiner Meinung nach machen, was er mag, weil er nicht in unserer Realität verankert ist. Und das macht halt jetzt dieses Remake vom Eden Lake Regisseur, alles ist super. Die Hauptfigur, die Mutter der Familie, die setzt sie durch, die verändert sie, die wird vom Mauerblümchen zur Beschützerin der Familie. Der Mo bleibt weiter his Würstchen und die Frau setzt sie durch. Es ist alles besser, nachvollziehbarer, wie gesagt, die Geschichte mit dem Hosen, dann am Anfang kommt eine Szene, die Mutter der Familie ist eine Vegetarierin und der James McAvoy macht die beste Ente des Stalls, macht er für seine Gäste und sie ist eine Vegetarierin und er holt ja da das beste Bruststück hier, das will das essen. Im Originalfilm schnappt er sich das und isst. In dem Remake jetzt, sie nimmt es zwar im Mund, höflicherweise, nur spuckt es dann aus in dem Moment, wo sie umdreht. Weißt du, es sind so Sachen dabei, wo ich sage, es ist einfach nachvollziehbarer, es ist schon hart an der Grenze, dass du einem Vegetarier dieses Fleisch da ins Maul stopfen kannst und der isst es dann, oder der nimmt es überhaupt in den Mund, sagen wir es so. Aber in dem Film ist es wirklich so, dass du sagst, ja, okay, aus Freundlichkeit macht es noch, aber geht halt nicht den letzten Schritt und schluckt es auch noch ab. Also ich mag jetzt auch nicht 2 vom Film verraten, weil ich soll es eigentlich auch selber noch anschauen, aber wie gesagt,
vielleicht ein Back-to-Back anschauen. Schaut euch dieses dänische Original an. Er ist ja auch solide inszeniert, nur er ist vom Drehbuch her unglaublich dämlich. Die Aussage war ja nicht schlecht. Die Aussage war nicht schlecht, nur dämlich umgesetzt. Macht jetzt das Remake meiner Meinung nach alles besser. Es geht darum, gut, ich habe jetzt das wieder nicht gesagt, um was das geht, daheim, und wenn ich jetzt dann ausschalte, das Mikro, dann ärgere ich mich wieder. Zwei Familien treffen sie während eines Urlaubs und machen dann aus, sie treffen sie nach dem Urlaub einmal privat bei dem jeweils anderen daheim. Der James McAvoy und seine Familie laden die amerikanische Familie ein, der noch zu einer nach England kommen. Und das machen sie dann auch. Und der James McAvoy erzählt ihnen im Urlaub ein bisschen einen Scheiß, von wegen, wo sie arbeitet und was sie so machen und so. Und die Familie kommt dann zu einer nach England und wird dann vor vollendete Tatsachen gesetzt, kriegt mit, dass der James McAvoy gar kein Arzt ist, wie er das eigentlich gesagt hat. Er eine wunderschöne Villa ist eine Bruchbude. Dann die Familie, dann sitzen da sie die erste Nacht in ihrem Zimmer und decken ab, weil da so eine Tagesdecke drauf ist und ist ein riesiger Pissfleck da. Weißt du, wo du dann schon sagst, ja, okay, und es steigert sich dann, wo du sagst, okay, wie sagst jetzt du deine Gastgeber was, dass du einen riesigen Pissefleck in deinem Bett hast? Ja, das macht man jetzt nicht, und der Mo beschüchtigt immer alles und sagt, ja, das ist so schlimm ist nicht, wir nehmen die Decke einfach runter und schlafen mit der Tagesdecke, und wirst das halt im echten Leben also machen darfst. Du regst dich zwar auf, aber du gehst nicht gleich auf die Barrikaden, weil du möchtest ja freundlich sein. Ja. Aber dieses Remake steigert sich halt auch so, und der Ton wird härter auf beiden Seiten. Man gespannt, der James McAvoy nimmt sie immer mehr raus und die Mutter wird immer genervter. Und so steigert sich halt das, und du hast eine Steigerung drin auf beiden Seiten. Deswegen Speak No Evil, okay. Genau. Und dann, gut, es hat dann noch andere Sachen im Film. Du hast das Original auch noch nicht gesehen, oder? Nein. Ja, weil wir haben nämlich auch mit Sprechen und so noch mehr so eine Barriere drin im Film, die auch im Remake super genutzt wird. Also, Leute, es hat so eine Base. Der ist zwar glatt gebügelter, weil er nicht so provokant ist und das Ende versöhnlicher ist. Er ist ja jetzt wirklich nicht so auf Kontroverse aus wie das Original. Und das wird ihm ganz viel ankreiden, weil der Film hat keine Eier und was weiß ich. Aber lieber hat er ein gescheites Drehbuch, nachvollziehbare Figuren, nachvollziehbare Handlungen, und ich habe Spaß während des Films und verzichte auf ein paar möchte gern provokante Sachen, die eigentlich im Film keinen Sinn machen, weil Eltern da nie so reagieren wie die in diesem dänischen Original. Ich kann Speak No Evil absolut empfehlen, ein Remake, das wirklich alles besser macht als das dänische Original. Ist eigentlich auch schön, wenn man sagt, okay, meistens, wenn ich irgendwie lese oder her, ja, da gibt's dann nochmal eine amerikanische Umsetzung, ein Remake oder halt dann eine Adaption. Da denke ich mir da meistens, oh Mann, eigentlich echt schade, dass da mit Hollywood-Flair nochmal drüber gebügelt werden muss, damit der Film dann wirklich so weltweit tauglich ist. Ja. Weil das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber für uns aktuell, Chainsaws Were Singing, man hat jetzt nicht unbedingt amerikanisches drüberbügeln haben, sondern der ist so, wie er ist, estländisch, perfekt. Weil das Lokalkolorit zu dem Film einfach passt, und wenn du den amerikanisierst, ist einfach ein Comedy-Slasher im Stil von Tucker and Dale vs. Evil. Und jetzt habe ich ja gerade geschaut, wegen der Letterboxd-Bewertungen, die haben beide Filme eine 3,3 auf Letterboxd. Beide gleich. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass ich da nicht allein da stehe, dass wirklich ein paar Leute auch sagen, okay, die sehen es vielleicht genauer so. Und es ist wirklich so dieses Ende. Und wenn du Eltern bist von einem Kind, dann versprich ich dir, wird sich jeder aufregen bei dem Film, weil kein Elternteil würde sagen, ich mache das so wie die in dem Film. Diese absolute Hilflosigkeit, dieses Kind sich selbst überlassen, diese absolute Aufgabe, das kann kein Mensch machen. Und wie gesagt, kann ja alles sein, dass das so überholt dargestellt werden möchte, funktioniert aber bei mir nicht, weil er in diesem authentischen oder in unserer Realität angesiedelten Setting ist. Und das nehme ich dem Film einfach übel. Wenn er überhöht gewesen war, hätte ich gesagt, okay, das ist einfach so, und der Film, jetzt sagt das ein wenig überspitzt, kann ich absolut umgehen damit. Aber so war dieses Original ein richtiges Ärgernis. Und das Remake hat sich wirklich, oder die Macher vom Remake haben sich Gedanken gemacht, was hat das dänische Original vielleicht verkehrt gemacht oder was kann verkehrt geändert, damit es nachvollziehbarer ist. Und das haben sie gemacht. Sehr schön. Lob. Diese Dänen, gell? Ja, Dänen lügen nicht, hat der Otto schon gesagt, oder? Ich bin fertig. Ah, cool. Also habe ich auf jeden Fall auch wieder einen Film auf der Watchlist. Unbedingt.
auf Prime ist er noch nicht, gell, aber immer wieder im Angebot war er jetzt. Ich hab ihn jetzt bei Müller letztes Mal stehen zum Beispiel. Also den gibt's anscheinend auch schon zum Kaufen. Und wie gesagt, nur an der Stelle, James McAvoy wieder eine Weltmacht. Dieser Typ, seit Split habe ich den erst so richtig als Charaktergesicht am Schirm, weil er da eben auch voll aus sich rausgegangen ist. So, gut, er war ein cooler Professor Xavier bei X-Men und so und hat ein paar so seine kleinen Rollen so gehabt, wo er aufgefallen ist, aber eben seit Split habe ich den so richtig am Schirm und auch bei Speak No Evil, der zeigt wieder richtig, wie irre der sein kann. Und das macht er ganz, ganz toll. Ah, cool. Ja, Split habe ich erst sehr, sehr, sehr gemocht. Ja, einer von den starken Schamalala der Filme. Was ich auch sehr, sehr gemocht habe, wo ich auch weißt, du nicht, okay, war Squid Game und seit kurzem, Ja, also das stimmt nicht. Also ich hab's nicht gemacht. Also wir haben so eine Show geschaut und ich war unterhalten. Also das stimmt nicht, weil ich mit meiner Frau jetzt auch noch abdackelt, weil ich gesehen habe, hey, da kommt die zweite Staffel, von der ich bis jetzt leider nur Schlechtes gehört habe. Okay. Und ich hab gedacht, jetzt haben wir mal angefangen mit der ersten Folge. Ja, jetzt schauen wir mal. Also wie wir jetzt schon wissen, wie es weitergeht und Ding. Und die war nicht perfekt, die Serie. Da waren schon ein paar so Sachen dabei, aber das Konzept fand ich schön und Ding. Also war jetzt nicht nur so abgeneigt, wie du vielleicht meinst. Auf jeden Fall einer von euch, oder was, der Kani? Der Kani hat's mir nicht mehr. Ah ja, okay. Ich habe nur im Hinterkopf, damals, als der Hype ja so groß war über die Serie, da haben wir ja dann auch ein paar Mal drüber geredet. Ja. Und also für mich ist das schon Guilty Pleasure. Also ich mochte die erste Staffel sehr, sehr gern. Ich habe auch diese Reality-Umsetzung sehr gern. Aha. Die Squid Game The Challenge. Hab ich nie gesehen, leider. Es ist zwar so extrem überspitzt dargestellt mit diesen blöden, verrückten Charakteren aus Amerika, aber sei es drum, trotzdem richtig cool umgesetzt, halt als Reality-Show. Und jetzt Squid Game Staffel 2 war so ein Ding, die haben wir jetzt wir haben auf einen Tag uns die komplette Staffel angeschaut, weil wir so dermaßen drin waren. Du hast jetzt die erste Folge schon gesehen und es setzt ja 3 Jahre später an. Ja. Sagen wir mal, das hat ja auch die erste Staffel schon ein bisschen angeteased. Es ist ja noch nicht vorbei. Wie heißt der? Seong Gi-hun. Ich glaube tatsächlich, das ist was, der Seong. Wieder bei den geilen Namensaussprachen sind. Südkorea, ich mag das filmische Land sehr, sehr, sehr gerne, weil ich finde, dass die Filme top sind, die da rauskommen, oder die Serien, aber namenstechnisch immer nur sehr schwierig. Egal, der Seong hat ja am Ende der ersten Staffel dann schon verlauten lassen, hey, ich suche euch und ich beende den ganzen Scheiß. Und die zweite Staffel macht da einen sehr großen Schritt hin. Und ich versuche jetzt Mini-Ankündigung zu machen, so dass ich nicht spoiler. Es hat auf alle Fälle gewarnt. Es kann vielleicht was rausrutschen. Für Leute, die nach den ersten 2 Folgen sie denken, ja, siege jetzt schon das, was ich eigentlich sagen möchte, diese Kinderspiele, ja, bleibt's dran. Und ihr seht da neue Spiele und auch wieder mit dem gleichen Schockfaktor wie nach der ersten Staffel, wo man sich denkt, boah, krass. Mit ein paar frischen, coolen Ideen, auch vom Soundtrack her oder vom Score, war ich sehr positiv überrascht, weil ich bei manchen Stellen gedacht habe, okay, sie verwenden jetzt das 1:1 Rezept von der ersten Staffel, aber dann ändern sie es doch auf einmal wieder ab. Und der Twist, der am Ende von der Staffel dann kommt, ich glaube, das wird also der Punkt sein, warum so viele negative Kritiken darüber rauskommen. Aber ey, Mann, nochmal, das ist Guilty Pleasure und ich find's geil. Und vor allem macht das halt dann, so wie diese Staffel auch endet, voll Bock auf die dritte Staffel, die ja, ich bin mir nicht sicher, ob es schon abgedreht ist, aber nächstes Jahr definitiv kommen wird und dann die Geschichte beendet. Okay. Und da freue ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf. Ich finde es auch sehr geschickt gemacht, dass man jetzt diesen ich nenne es jetzt mal Part 1 bringt, diese Staffel 2 und dann schon kurz drauf, also mit kurz drauf eben dann nächstes Jahr, auch schon die Staffel 3, um dann das Ganze nochmal abzuschließen, abzurunden. Okay. Und
coole Ideen, also manche Folgen enden mit so einem richtigen Twist, wo du denkst, okay, schauen wir doch nur eine Folge. Also deswegen haben wir es komplett durchgebinged und ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich finde die Staffel gut, nicht sehr gut, weil es leider nur 7 Folgen sind. Also es sind keine 10 Folgen wie in der ersten Staffel, aber nichtsdestotrotz hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, man merkt nicht unbedingt, dass die erste Staffel eigentlich für sich hätte dastehen sollen. Da weiß ich ja nicht genau, ob sie es halt damals vielleicht schon vorgeplant gehabt haben, dass sie gesagt haben, ja okay, wir brauchen aber nur ein paar Elemente, dass die Story halt dann auch noch weitergeht. Aber ich muss sagen, also von mir gibt es da eine positive Kritik. Das Ding hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich eben schon drauf, wie wird's weitergehen und wie wird's dann beendet. Okay. Ich habe jetzt nur dieses Facebook-Echo ein wenig so mitgekriegt, jetzt gestern, weil ich ein wenig Zeit gehabt habe. Und da waren jetzt ein paar dabei, die eben sehr negativ geredet haben, aber ja, so wie du das jetzt verzeihst, hört sich jetzt eigentlich schon cool an. Und ich werde auf alle Fälle auch dran bleiben, weil ich hätte jetzt schon auch gesagt, dass die erste Staffel für sich allein hätte da stehen können, bis auf ein paar so kleine lose Fäden, wo ich gesagt hätte, okay, passt, hätte jetzt aber auch, habe jetzt in andere Serien schon schlimmer gehabt als letzte Folge, aber ich freue mich natürlich auch, dass es weitergeht und wie gesagt, wenn jetzt ist es wieder wie überall, wenn du jetzt so sagst, du machst das jetzt genau das gleiche wie vorher, sagen sie, ja, ist ja eigentlich genau wie die erste. Aber, und jetzt machen sie es ein wenig anders. Jetzt sagen die Fans von der ersten Staffel, ich möchte es aber wieder genauso haben, wie die erste war. Also, ich bin gespannt. Also, wir werden es jetzt dann auch reinhauen. Und dann bin ich gespannt. Ja. Die Charaktere, die eingeführt werden, machen mir persönlich auch viel Spaß. War irgendwie auch gleich mit drin. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich mir dann denke, ja, okay, das ist jetzt nur wieder Charakterfutter, dass man halt dann jemanden hinterherholen kann, wenn der dann weg ist, sondern ja, weiß ich nicht, ich fand's eine tolle Mischung und auf Facebook, wie oft liest denn da was Positives? Ja, da wo es alle rumbenzen, die Benzer-Plattform, Benzer und Trenzer. Ja, es ist echt irre, also egal wo man draufklickt, du warst entweder extrem positiv oder extrem negativ. Ja. Naja. Na, schauen wir mal. Also von mir gibt's hier mit einer Empfehlung, schaut sich das Ding an und ja, 7 Folgen mit jeweils einer Stunde als Folge ist auch relativ schnell durch, vor allem wenn man drin ist. Schön. Ich habe mit Weihnachtslaune aufgeladen, habe mir den Film Silent Night, Deadly Night Teil 4 angeschaut. Teil 4? Teil 4. Bin jetzt aber auch nicht mehr genau sicher, wie viel das gibt. Ich glaube, der 4. Mann ist schon der letzte. Hat aber mit den Filmen davor nichts zum Tor. Silent Night, Deadly Night 4, Initiation heißt der. Ist jetzt halt endlich einmal uncut im Mediabook rausgekommen von CMV. Mit einem ganz tollen Mediabook, das sogar eingenäht ist und so, macht einen ganz tollen Eindruck. Und das Booklet ist geschrieben vom Christoph N. Kellerbach. Grüße gehen raus an der Stelle, wieder sehr schön geschrieben. Und ich wollte den Film schon vor Ewigkeiten sehen, nur der war immer entweder geschnitten oder es waren irgendwelche ausländischen VÖs. Und allein schon die Tatsache, dass mir die ersten, jetzt weiß ich nicht, oder hat mir nur der erste Teil gefallen, das kann also mit diesem mordenden Santa Claus, der zweite Teil war nur so Zusammenschnitt aus Teil 1 mit ein paar neuen Elemente, die den zweiten Teil dann erst gerechtfertigt haben. Den dritten kannte ich jetzt gar nicht mehr sagen, wo es da war, aber der vierte, beschreitet ganz andere Wege. Es gibt keinen mordenden Weihnachtsmann. Es geht um eine Reporterin, die nach dem vermeintlichen Selbstmord einer Frau, die quasi von einem Dach springt, aber die Hälfte von ihrem Körper brennt lichterloh und verbrennt so richtig. Also die ist wirklich wie so eine Lava, wie wenn es mit Lava übergossen worden war und hätte den Unterleib weggebrannt und nur der Oberkörper ist noch unversehrt. Die bringt sie auf eine Spur von einer okkulten Vereinigung, Schrägstrich Sekte, aber es sind halt nicht so viele Personen dabei, die ein bestimmtes Ritual vollführen wollen. Die erste Hälfte vom Film denkst du noch so, ja, das ist jetzt so ein Anfangs 90er, End 80er Videothekenklopper mit einem Haufen Dialoge, der dann nur am Schluss cool wird.
Aber wie ich dann im Vorspann schon gelesen habe, Brian Usner hat den gemacht. Brian Usner hat Bride of Reanimator Draht und Society, zwei sehr starke Filme. Dann war ich schon total hooked. Dann habe ich gesagt, wow, Brian Usner, den mag ich sehr gern. Ich habe ihn auch schon mal getroffen, er ist ein sehr sympathischer Mensch. Und ich freue mich jetzt auf diesen Film. Die erste Hälfte, wie gesagt, wegen so typisch 90er schon fast, Felddialoge und sehr skurrile Figuren, unter anderem auch der Clint Howard, der sich dann rausstellt, der dann zu dieser Sekte eben dazugehört. Den kennt man aus Terrifier 3. Der ist in dieser Szene mit dem Nikolaus in der Bar, ist das einer von den zwei Personen. Nicht der Barmann, sondern der Mann daneben quasi. Der dann mit einem Kopfschuss das Zeitliche segnet. Und Clint Howard ist immer geil. Der hat einen Evil Speak, der Todesschrei noch mitgespielt. Empfehlung, eine richtige kleine 80er-Ikone, den man ganz oft sagt und sagt, ah ja, das ist der und den kenne ich von da und da. Ich schaue auch gerade parallel, woher ich den kenne. Also das Gesicht ist tatsächlich so, genau wie du es sagst, ja, den habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ja. Und aber ich schaue gerade so ein bisschen über die Filmografie drüber, ich kann es dir jetzt überhaupt nicht sagen, wo ich den schon mal gesehen habe. Ja, bestimmt, also du kennst Waterboy, du kennst Goldfinger, du, weiß ich nicht, was kennst du noch? Was, den Goldfinger hat der mitgespielt? Nicht Goldfinger, Goldständer, also Schmarrn, wie heißt der? Der Austin Powers. Echt? Da hat der mitgespielt? Ja. Oder beim Grinch, sage ich gerade, war er dabei. Und natürlich ein ganz groß C2-Killer-Insekt. Der heißt im Original Tix. Little Nicky Satan Junior, da werde ich ihn gesehen haben. Okay. Und sage ich gerade, weil ich gerade so durchschaue bei Letterboxd, der hat den Silent Night, Deadly Night 5 auch noch mal mitgespielt. Ja, da habe ich auch parallel nachgeschaut, als du gesagt hast, ja, wie viele Teile gibt's denn da eigentlich? Weil ich kenne tatsächlich nur den Silent Night von 2012, über den haben wir ja schon mal gesprochen. Genau. Der ja da anscheinend der 6. Teil ist, oder zumindest da irgendwie dann dazugehört. Okay, also 5 offiziell und das andere, das Remake, war dann quasi der 6., meinst du? Und bei dem verrückten Wikipedia steht nur dazu, Christmas Bloody Christmas ist übrigens auch related zu dieser Reihe. Echt? Aber schon nur related, was das, ja, genau, was auch immer das bedeutet. Ja, schön. Mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Jetzt passt zu Wort. Diese zweite Filmhälfte, da steppt der Bär. Also wir haben dann dieses Sektenszenario und unsere Hauptfigur, die, jetzt muss ich, das ist so klar geschrieben, jetzt brauche ich dann echt dabei die Fima. Ach du Scheiße, die heißt wirklich Fima. Nein, das ist die Sektenführerin, die heißt Fima. Du hast die andere, die Kim. Entschuldigung. Die Kim wird dann immer mehr in diese Sektenstruktur mit aufgenommen. Wir haben dann ganz viel, also feministische Ansätze im Film, wo du sagst, zu der Zeit schon eben das Patriarchat, bitte das richtige Wort hier einfügen, jetzt wisst ihr, was ich meine. Barbie gefällt das. Das wird da schon angesprochen und die Männer und die Frauen dominieren und hin und her. Und es wird dann vollgas surreal. Die Effekte haben vom Screaming Mad George, die wir auch schon bei Bride of Reanimator zum Beispiel bei die Effekte dabei gehabt haben. Und der feuert aus allen Rohren, wo es geile Effekte angeht. Also wir haben so Kreaturen, wir haben Schleimszenen, wir haben blutige Geschichten, wir haben coole Verbrennungen drin. Und es ist alles so krass surreal. Wir haben so ein Ritual in einer Metzgerei zwischen Rinderhälften und schleimige Kreaturen. Und der Film wird dann auf einen Schlag Wahnsinn. Von der Mittelmäßigkeit, wo man sagt, ja, okay, bis zum Schluss zieht er das dann durch, dieses Surreale. Wenn man als Vergleich hätte ich noch dieser Lovecraft-Anthology-Film Necronomicon. Da gibt's eine Episode mit so Kreaturen, so unterirdische Kreaturen. Die 3. Episode, glaube ich, ist das. Und so von der Art her, wo dann die Realität und Fiktion und Wahn und dämonische Kräfte alles so vereinen und alles so vermischt und alles immer abtragen wird, so in der Art ist das auch inszeniert. Aber da hat der Usner auch seine Hände mit im Spiel gehabt und also das kommt alles ein wenig so aus einem Guss, das Ganze. Ich habe einen riesen Spaß gehabt mit dem Film ab der 2. Hälfte, wenn man das erste ein wenig so über sich ergehen lässt. Aber am Anfang, die erste Hälfte, wo man sagt, ja, so schrullige Charaktere, was sagst, das ist genau diese Zeit,
so super auffällige Verhaltensweisen von irgendwelche chinesische Schlachter, die von oben bis unten voller Blut sind, unserer Hauptfigur noch irgendwie ein paar so Erdnüsse aus dem Automaten rauslassen und die dann mit den schmierigen, blutigen Händen die Erdnüsse in die Hände eingeben und also so Sachen, wo du sagst, wo haben wir jetzt gerade? Das macht doch kein normaler Mensch, aber es unterhält, das ist irgendwie und vor allem, wie kommt man auf die Ideen? Was soll das? Was soll das? Meine Frau war gestern fort und bevor es fort ist, habe ich den Film schon reingelegt gehabt. Er hat gesagt, was schaust denn du wieder für einen Scheißdreck? Ich sage, ja, geil ist, ich finde schon wieder super. Und gut, er kann eben dann auch unterhalten mit seinen schrulligen Figuren und dann, wie gesagt, diese zweite Hälfte, die ballert alles weg. Ein richtig cooler Film mit Abstrichen und ist wirklich komplett losgelöst von den ersten 3 Teile. Macht riesen Spaß. Brian Usner for President. Ich kann Silent Night, Deadly Night 4 nur empfehlen. Holt euch das Mediabook von CMV. Sehr schön. Cooler Weihnachtsfilm. Cool. Sehr schön. Ja. Aber ich bin immer noch schockiert, dass da so viele Teile schon gibt. Also wie schon gesagt, ich kann mich da nicht dran erinnern, dass wir da, als wir Silent Night damals aufgenommen haben, darüber gesprochen hätten, dass da schon mehrere Teile gegeben hätte. Diese Verbindung war mir jetzt aber neu. Also ich habe jetzt auch gemeint, wirklich diese Reihe ist dann Anfang der 90er abgeschlossen worden, da ist nichts mehr gekommen. Und dieser, den wir mir besprochen haben, war ein Ryans Remake von dem. Also ich hätte jetzt nicht dazu Zeit. Und der Christmas Bloody Christmas ist ja auch ein eigenständiger Film. Kann man natürlich dazu tun, weil ja, wie gesagt, der 4. jetzt auch total aus der Reihe schluckt. Aber ich war jetzt selber nie auf die Idee gekommen. Christmas Bloody Christmas, das wäre eigentlich so ein Weihnachtsfilm, der kehrt sich jetzt hier angeschaut. Ja, der war stark. Joe Begos, sehr schön. Und vor allem sie, die Riley, die ist auch toll. Da aber, wo ich ein bisschen enttäuscht war, der nicht so toll war. Gott, heute haben wir wieder Übergänge, gell? Grandios. Ja. Tarot, tödliche Prophezeiung. Und ich habe schon gesehen. Ja, ich wollte schon sagen, bei Letterboxd habe ich schon gesehen, dass du den sehr gut bewertet hast. Nicht sehr gut. Nicht sehr gut. Also für die Verhältnisse, wie schlecht der Film ist, hast du. Ja, jetzt hör doch mal auf, Kobi. Du machst jetzt wieder so einen Smile-Move. Na, ich habe da jetzt reingeschrieben. Für mich war das Ding ein Reinfall, vorhersehbare Schreckmomente. Ja. Und irgendwie will sie der Film selbst nicht ernst nehmen. Aber dadurch wirkt er nicht sympathischer auf mich, sondern eigentlich macht er mich nur noch wütender. Okay. Wütend, aktiv sogar. Aktiv wütend. Also je weit fortgeschrittener der Film war, umso wütender war ich. Okay. Und mein Höhepunkt war, aber jetzt erkläre ich kurz mal erstmal, um was es geht. Also um Tarotkarten, wer hätte es auch anders gedacht. Wer den Trailer übrigens gesehen hat, der musste den Film nicht mehr anschauen, der hat schon alles gesehen. Eine Gruppe von College-Freunden sind in so einem alten Haus, ich glaube bei Airbnb, und entdecken da ein verfluchtes Tarot-Deck. Also diese Tarot-Karten, die man benutzt, um anderen die Zukunft vorherzusagen. Und die sind natürlich dann total gruselig. Und die Dame, die zufällig von diesen College-Freunden das auch kann, erklärt dann auch, oh, die schauen aus, als wenn es selbst gemacht worden wären und keine Ahnung, und legt dann natürlich allen ihre Zukunft. Und ja, die verrecken dann nach und nach im Verlaufe des Films. Und sie versuchen dann herauszufinden, woran liegt es und keine Ahnung. Und ja, mehr brauche ich gar nicht erklären. Aber das, was mich wirklich am wütendsten gemacht hat, war, ich glaube, das ist so Mitte vom Film oder immer nur erste Hälfte auf jeden Fall, dann schneunt schon, okay, sie müssen jetzt irgendwie recherchieren, ob jemand schon mal was mit diesen Tarotkarten zu tun gehabt hat, und finden innerhalb von 30 Sekunden nicht nur eine Webseite, wo es genau die richtige Person finden, die mit diesen Tarotkarten schon mal was zu tun gehabt hat, sondern auch noch die Adresse, den Namen und fahren dahin. Das passiert alles innerhalb von 30 Sekunden. Ja, das ist ja ein Internet. Das liebt's doch, das Internet, so. Da kann man alles so schnell finde ich nicht einmal mit meiner Frau, also zu zweit, einen Konsens, was bestellen wir uns denn heute Abend zum Essen bei Lieferando? Das dauert auch keine 30 Sekunden. Der Film ist für junge Leute gemacht, die haben nicht mehr so viel Aufmerksamkeitsspanne mit 3 Sekunden TikTok-Clips. Der Film muss schnell zu Potte kommen, und genau für die Leute ist er auch gemacht. Wenn in dem Moment einer von diesen Dreckscharakteren mal gelacht hätte und gesagt hätte, oh, das ging jetzt aber schnell oder so, dann hätte ich mal wieder gedacht, okay, er will sie echt nicht ernst nehmen. Aber die morden das anscheinend ernst. Also, das fand ich einfach wahnsinnig faul, muss ich echt sagen. Okay. Und ansonsten, ja,
diese Monster, die dann da auftauchen, das ist schon schön, ja. Wollte ich auch gerade sagen, dass ich was Positives sage. Das ist toll, auch zum Schauen, aber wie schon gesagt, schaut euch den Trailer an, dann habt ihr alles gesehen. Wo wir wieder bei der TikTok-Generation sind. Habt ihr 3 Minuten, habt ihr den ganzen Film gesehen. Ja, aber dann spart man sich halt Lebenszeit, indem man sie halt. Nein, sei halt nicht. Ich weiß ganz viel, also ich habe jetzt diese Letterboxd-Listen einige gesehen mit Tops und Flops von 2024, da war er bei ganz viel dabei. Und Flops, es ist, bei den Flops, ja. Es ist, ja, ich war nie auf die Idee gekommen, dass ich den bei mir unter die Tops rein tue, weil er halt einfach nur ein Guilty Pleasure ist. Ich habe nicht so viel mit ihm mag. Die haben so diese kleinen Blumhouse-Grusler mit ein paar Kreaturen, ein paar Schreckmomente. Es sind leider Guilty Pleasures von mir. Ich schaue so einen Scheiß einfach gern. Dann dieses Tarot, dieses Backstory vor diesem Tarot-Set, diese Kreaturen. Er geht so leicht vor der Hand. Das Finale. Diese völlig unpassende Musik dann teilweise, aber im Abspann, wo ich mir denke, sag mal, Abspann war schlimm. Was wolltest du denn jetzt gerade sagen? Bist du jetzt gerade ein Horrorfilm gewesen oder wolltest du so, hey, wir sind fröhliche Freunde und machen hier ein lustiges Horrorabenteuer? Da heult man nur 20 Sekunden lang irgendeiner Person hinterher, zumindest nur am Anfang. Später interessiert es dann schon gar keinen mehr. Ach, ist der auch weg. Tot. Ja, was möchtest du da? Möchtest du da? Möchtest du die ganze Zeit rumwarnen? Nein, ich verstehe deine Kritikpunkte, ich verstehe das voll. Aber ich sag, das sind so die Dinge, die unterhalten mich einfach. Es tut mir leid, das unterhält mich. Dann, weil er halt also abwechslungsreich ist mit den Kreaturen, mit den verschiedenen Todesarten. Ist ein wenig so Final Destination mäßig, weil ja die Morde dann ausschauen wie Unfälle und so. Ja, es tut mir leid. Da habe ich mir tatsächlich dann gedacht, ja, vielleicht geht es ja in so eine Richtung wie Final Destination, was war's, 4? Ich glaube, 4 ist es mit dem, wo es auf dieser Rennstrecke da sind, oder? Ja. Weil den habe ich, als wir über die gesprochen haben, eigentlich auch sehr schlecht gefunden. Aber ich muss sagen, also jetzt nachdem ich Tarot gesehen habe, finde ich Final Destination 4 eigentlich gut. Hat mir doch viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Aber was halt lächerlich ist, der eine dickere Typ, der bei Spider-Man mitgespielt hat, der Jacob Batalon oder wie der heißt, der den Paxton da gespielt hat. Ja. Da mordern sie auch, der ist tot. Und dann, also das ist jetzt hier mega Spoiler, dann taucht der auf einmal wieder auf. Ja. Und dann ist das, lustig, ja cool, schön, dass du nur lebst. Ja, das ist schön, das ist eine nette Figur. Weißt du, da flippt man den aus und sagt so, Alter, du lebst nur, boah, krass, boah, wie hast du das gemacht? Und, also so ein Bullshit. Sie haben sogar nicht mitgekriegt, dass er gestorben ist. Sie war nur irgendwie verschwunden und sie haben ja gar nicht trauen können, weil sie hätte ja heimgefahren sein können auch oder so. Ja, aber sie thematisieren es doch dann. Hey, wie, du lebst noch. Ja, sie haben ja überhaupt nicht gewusst, was mit ihm los ist. Aber, ihr werdet euch bestimmt dann auf den Teil 2 freuen, weil das Ding hat so viel Kohle eingespielt, wetten, da gibt's eine Fortsetzung. Okay. Ich muss ja auch dazu sagen, es ist ja in diesen Flop-Listen ganz oft der Night Swim auftaucht. Und sogar da war es nur so, dass ich sage, okay, jetzt im Nachhinein, ich hab den ja auch zerrissen, ne? Nur ich bin jetzt schon wieder so weit, dass ich mir gerne nochmal anschauen darf. Ich habe wirklich jetzt ein Guilty Pleasure für diese Scheiße. Es tut mir leid. Es war auch viel krampft, aber ich habe zum Beispiel auch Afraid gesehen, this Monat. Ich werde jetzt da nicht drüber reden stark. Afraid, dieser AI-Film, das war auch so ein Fall, wo ich sage, ein bisschen eine Sorgfalt im Drehbuch, weil die Geschichte eigentlich cool war, mit der durchdrehenden Alexa und so. Und da ist jetzt auch schon wieder so, dass ich dann sage, ja, okay, ich war ja doch auch unterhalten auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn ich das schon mal erreicht, dann klang's manchmal schon, da bin ich manche Sachen gar nicht so böse, muss ich sagen. Aber da bin ich einfach gestrickt wahrscheinlich. Es kommt sehr selten vor, dass meine Frau von sich aus sagt, hey, such du einen Film aus. Und dann denke ich mir, ja cool, dann probiere ich halt dann natürlich gern ab und zu mal einen neuen Film aus, was ich aber mit Tarot dann fast wieder bereut habe. So, aber um das abzuschließen, das Ding hat ein Budget gehabt von 8 Millionen, hat fast 50 Millionen eingespielt. Cool. Also daher werden sich die Macher sich wahrscheinlich denken, ja, mir egal, ob da schlechte Kritiken reinkommen oder nicht. Das Ding hat sich doch gelohnt.
Angeschaut habt ihr euch ja trotzdem, ihr Idioten. Also von dem her. Ja, das ist halt das Krasse, weil du mit diesen Budgets halt einfach nur Gewinn generieren kannst. Weil Horrorfilme werden immer geschaut, immer. Und mit 8 Millionen, was merkst du denn da? Das ist ja low budget. Das ist ja Wahnsinn eigentlich. Für das ist ja der Film ein Meisterwerk. Jetzt mag ich null, aber sofort eine Letterbox, dann über einen Stern mehr. Alexa, gib Tarot 3,5 Sterne bei Letterbox. Also, okay, ich lese gerade, basiert auf einem Roman, auf Horoscope. Ja, der Titel war ja auch so geil gewesen. Ich hab mir das gedacht, wie der in der Produktion war und ich lese Horoscope. Ich denke mir, wie geil ist denn dieses Wortspiel? Ja, aber das hat's nicht lang gegeben. Das Wortspiel. Na, warum auch immer. Und die kompletten Aufnahmen sind in Serbien gedreht worden. Na, sagst du das? Na. Das war früher das Rumänien des kleinen Mannes, weil früher haben sie alles in Rumänien gedreht, die ganzen Low-Budget, also die ganzen Hellraiser, glaube ich, auch. Die Hellraiser 6, 7, 8, die haben meine alle in Rumänien gedreht. Das Rumänien des kleinen Mannes. Oder die ganzen Van Damme-Sachen dann, alles irgendwie so beyond noch gut beieinander, haben alle irgendwie da gedreht, oder Ostblock, oder irgendwie, also ja, egal. Ja, also es hat mich gefreut, dass du Spaß gehabt hast mit Tarot. Na, gar nicht! Ja, gar nicht. Also, wie schon gesagt habe, also spätestens ab der Internetrecherche war ich so höllenwütend, da habe ich mir gedacht, den kann ich nicht gut bewerten. Okay. Ja. Naja. So, ich will jetzt gar nicht mehr drüber reden. Mach du weiter. Ich habe jetzt einen sehr speziellen Film. Das ist Anti-Vogue The Movie, habe ich gesehen. Mit dem Titel The Toxic Avenger Part 4. Citizen Toxie. Also, du hast das mit deinen 4. Teile, ha? Deadly Night, Teil 4. Ich habe nur Sequels geschaut. Und manche Reihen werden ab Teil 4 erst gut. Also Toxic Avenger, erster Teil, mega Klassiker, Teil 2 und 3 kann man sich fast schenken, außer man steht auf weniger Gore und mehr Blödsinn. Und Toxic Avenger 4 vereint wieder alles, für was Troma eigentlich steht. Wieder in der Regie vom Lloyd Kaufman zeigt uns der Film, wie der Toxie den Angriff auf eine Behindertenschule von der Windelmafia vereitelt und leider sein Kompagnon, der Lard Ass, auf die sich eine riesige Bombe frisst und dann explodiert, wird der Toxie in eine andere Dimension verfrachtet, in der alles umdreht ist. Und zwar haben wir nicht mehr in Tromaville, sondern in Amortville. Und der Toxie aus dieser Dimension, der Noxie, wird quasi in unser Tromaville geschleudert. Jetzt haben wir quasi 2 Dimensionen, die aufeinandertreffen, und unsere Hauptprotagonisten sind in der jeweils anderen Dimension. Also genau so läuft's ab. Und wir haben ja nur einen wunderbaren James Gunn, der einen unglaublich guten James Hawkins abgibt und der uns dann die Story vom Film nochmal wunderbar erklärt anhand von der Bleistiftzeichnung und so. Also der Film ist eigentlich Spoof. Der hat Sachen dabei, wo du sagst, Wahnsinn, das kannst du eigentlich gar nicht glauben, was du da siehst. Also ein paar Leute werden schon mit die Augenrollen oder die Augenbrauen auf die Hetz sehen, wenn ich sage, die Windelmafia. Also das sind wirklich Typen, die angezogen sind wie Babys, mit Windeln und Tittis drin und Kalaschnikow und greifen da Behindertenschule an. Und ich sag's euch gleich, wer auf Political Correctness bei einem Film Wert legt, wer momentan auf Gleichberechtigung steht, oder wer das so ist, jetzt halt wirklich momentan ist das geil. Wer momentan sich wirklich angegriffen fühlt von bestimmten Inhalte, der sollte um diesen Film einen riesigen Bogen machen. Es werden Behinderte verarscht, Schwule, Transgender, es werden alle umgebracht, die es gibt, also Kinder, Erwachsene, Tiere, aber es macht einen Riesenspaß. Es tut mir leid, dieser Film ist wirklich ein Konglomerat aus Irrsinn und Wahnsinn und hat so Ideen drin, dass du sagst, Wahnsinn. Der Noxie reißt unserem Polizeichef in Tromaville beide Arme ab und der Polizist windet sie in Schmerzen und schreit, oh Gott, er hat den Arm des Gesetzes. Auf diese Art Gags haben da drin. Und dann, wenn der Polizeichef dann sagt, so quasi, als wenn die Behinderten werden ja da immer abwertend betitelt. Das musst du
echt der Backerkinder. Wenn du aber ausblendest, wenn du bestimmte Sachen ausblendest und sagst, der Film ist von 2000, da war die Welt einfach noch komplett anders und es waren noch Umgangsformen auch ganz anders, dann musst du sagen, ich gebe diesem Film das, weil er einfach in einer anderen Zeit gemacht worden ist und hast Spaß damit oder nicht. Also es gibt, glaube ich, nur Leute, die den Film lieben werden für seine absolut kontroverse, abgefuckte Art und andere, die hassen ihn, weil er so abgefuckt ist, weil er so diskriminierend ist und beleidigend und ja, aber es ist auf das ist unglaublich unterhaltsam. Es splattert ohne Ende, es werden Leute niedergemetzelt am laufenden Band, dumme Gags am laufenden Band. Wir haben Cameos drin noch vom Lemmy, Gott hab ihn selig, vom Eli Roth, der ist noch dabei. Wie gesagt, James Gunn, göttlich, wie der diesen James Hawkins spielt, oder Stephen Hawkins heißt er, gell? Mhm. Der, genau. Ja, Wahnsinn. Also wirklich krasses Ding. Gibt's bei uns in Deutschland, glaube ich, nur in einer stark geschnittenen Fassung. Gibt aber mittlerweile auch Blu-ray davon. Und wer für groben Umfug was übrig hat, der soll sich jetzt den Film unbedingt anschauen. Also, ich mag immer, ich sag's nochmal, krass. Und Fraktus findest du nicht witzig? Na, überhaupt nicht. Ja, verstehe ich nicht. Naja, was soll ich sagen? Ja gut, es ist schon ein Unterschied, ob man einfach so Fremdschämen-Humor mag oder halt dann sehr grob Unfug. Ja, es ist wirklich Unfug. Also wie die Behinderten da betitelt werden und wie sie dargestellt sind. Ja, um Himmels Willen. Corby, der Film, der zeigt dir in die ersten 20 Minuten so viel und der zeigt dir auch sofort, gehst du mit mir, Zuschauer, oder verlässt du uns jetzt an dieser Stelle? Weil er verlangt das so viel ab, dass du sagst, gut, ich bin entweder fertig oder gib mir mehr von dem Scheiß, weil ich sowas noch nie gesehen habe. Noch nie. Und ich habe den Film schon mal gesehen, aber jetzt mit diesen Gesichtspunkten, wie das momentan der ganze Umgang miteinander ein wenig anders wird und es wird auf bestimmte Sachen mehr Wert gelegt, auf Ausdrucksformen und eben, dass man auch sagt, Gott sei Dank wird die Gleichberechtigung wird besser in allen Bereichen. Sagst schön, aber dieser Film scheißt auf alles. Aber er macht aber auch keinen Halt vor. Er behandelt ja alle gleich schlecht. Er zieht Nazis durch den Dreck, er zieht Punks durch den Dreck, alles. Also es ist wirklich, es kommt als Superheldeneinheit wird gegründet. Eine Superheldeneinheit vom Ron Jeremy ist der Präsident von Tromaville. Mhm. Der stellt eine Superheldentrupp auf, aus, glaube 4 Leuten sind. Sergeant Kabuki, mein NYPD, den kennt man aus den anderen Troma-Filme. Dann der Doll Delfinmann. Es ist einfach nur, der hat eine Regenjacken an, so eine gelbe wie bei der Bur bei S und hat ein Delfinkostüm, macht die ganze Zeit Delfingeräusche und spritzt von seiner Fontanelle Wasser aus. Das ist einer von den Superhelden. Dann kommt noch einer, der Cowboy. Wie schaut der Cowboy aus, Corby, in der Welt? Kannst du das ungefähr vorstellen? Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich ein Kuhjunge. Ein Kuhjunge in einem Cowboy-Kostüm. Der die ganze Zeit, dem schaut's Alter vorn aus, das Alter, und der spritzt die ganze Zeit Milch vorn aus. Und Mut die ganze Zeit. Also so in der Art, so haben wir wieder beim Humor. Oder das Vibrator Girl. Vibrator Girl hat, da geht die rechte Hand ab und der hat einen Vibrator dran und die befriedigt sie die ganze Zeit selber. Also dieses ist der Humor von dem Film. So läuft das ab. Oh Gott. Schön. Also ja. Ich glaube, du hast jetzt gerade einige Leute da draußen entweder schockiert oder die gerade recherchieren, woher kriege ich denn den Film? Ja. Kann das sein, dass die jetzt schon Nachrichten an dich verfassen? Lieber Mike, wann können wir uns den zusammen mit dir in die Nacht des guten Geschmacks anschauen? Boah, leck, das war Wahnsinn. Ja, gerne. Also dann, Cineplex, ich hoffe, ihr hört's wieder mal mit. Dann, wir haben da schon was für unsere Die Nacht des guten Geschmacks Reihe. Ja. Toxic Avenger 4. Genau, sehr schön. Cool, aber dann schwächen wir jetzt mal diesen Unfug-Level ein bisschen ab, aber wirklich nur ein bisschen. Ich hab mal bringen wir ein bisschen ein Niveau einer jetzt da. Also irgendwie ist Dezember der Monat des Guilty Pleasures. Ich habe mehrere Tage dieses Jahr im Dezember gehabt, wo meine Frau gesagt hat, ja, such halt dann du einen Film aus. Und ich habe mal tatsächlich vor mehreren Monaten einen Film auf DVD gekauft, weil es ihn leider auf Blu-ray nicht gibt. Oh Gott. Die und mein Bruder, als wir jung waren, uns, glaube ich, mindestens einmal die Woche angeschaut haben.
Und ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe den gefeiert ohne Ende. Ich habe Tränen gelacht. Das ist bei mir auch sehr selten. Und zwar der Film Eiskalt. Er wird im Deutschen teilweise auch mit Scheißkalt betitelt. Und im Original heißt er Out Cold. Oh Gott. Aha, das Mike sagt mir jetzt aber so, der Mike versucht gerade in seiner riesigen Filmografie-Bibliothek herauszufinden, wo kehrt der Film hin? Ja, ich habe jetzt gerade Axel Stein im Kopf, aber diesmal wieder was anderes, gell? Nein, es ist kein deutscher Film. Ja. Der Film ist gemacht von den Malloys, von Brandon und Emmett Malloy. Und es spielt unter anderem der Zach Galifianakis mit, den wir alle aus Hangover kennen. Ja, okay. Bitte. Der Hauptdarsteller ist der Jason London, der spielt den Rick Rambis und es geht um eine Gruppe von Freunden, die in dem fiktiven Skiort Bull Mountain in Alaska leben und da auch arbeiten, aber da eben feiern und vor allem diesen Bull Mountain zelebrieren, sage ich jetzt mal, weil der Gründer von Bull Mountain ist dafür bekannt, dass er mit heruntergelassenen Hosen an Skiern diesen Mountain praktisch gerast ist und ich glaube dabei sogar leider verstorben ist oder so. Okay. Die haben da eine Bronzestatue von dem, wie er natürlich mit der heruntergelassenen Hose dann da runtergerutscht ist und es kommt dann ein Geschäftsmann, der diesen Skiort dann aufkauft und da draus eben was ganz anderes machen will und darum geht's dann in dem Film. Es geht um Liebe, es geht um sehr viel Spaß, es geht vor allem darum, was machen's, wenn der Luke, der eben gespielt wird vom Zach Galifianakis, mal wieder haubenvoll ist und was stellen wir denn jetzt mit ihm an? Entweder wir binden ihn oder wir setzen ihn irgendwo in der Wildnis aus, ziehen ihm Hosen runter, schmieren sein Gemächt mit Honig voll und warten dann, bis der Eisbär in der Früh kommt und er wach leckt. Wow. Oder du willst das nur wegen ihm, oder? Oder wir setzen ihn ins Auto, sagen zu ein paar anderen Leuten, die sollen das Auto bitte mitten auf die Straße schirmen und dann sich drehen lassen und wecken ihn dann mit auf einmal. Es ist also geil, wie er dann versucht, das Auto rumzureißen. Oh Gott, ich rette euch. Und wie schon gesagt, ich habe viel Training gelacht. Das ist teilweise ein sehr unfughafter Humor. Nicht ganz so wie Toxic Avenger 4. Ja. Also wahrscheinlich hätte ich erst über Eiskalt reden sollen und dann danach steigern, ja. Ich habe jetzt da nicht geschaut, ob es den Film irgendwie auf Prime oder so gibt oder ihr zumindest den da leihen könnt. Wie schon gesagt, ich habe nur die DVD gefunden. Und dieser Schweinsteier habe ich gerade bei eBay gesehen, oder? Kann sein. Ich habe jetzt gerade mit einem Doku, der hat 30 Euro, oder der wollte 30 Euro. Ja, genau. Und vor einem Jahr habe ich es mal irgendwie für 12 Euro oder so gekauft. Oh, cool. Da war ich auch schon wütend, weil ich ja DVD für 12 Euro kaufen soll. Aber wie schon gesagt, also irgendwie den Film, warum auch immer, gibt's so gar nicht in dem im großen Vertrieb. Was ich eigentlich sehr schade finde, weil ich habe den voll schlechter in Erinnerung und habe mich dabei köstlich amüsiert und ja, von dem her ruhig mal reinschauen, toller Humor. Und wer vor allem Snowboard-Komödien liebt, der sollte sich den anschauen. Irgendwo habe ich gelesen, er zählt unter Snowboardern zum Kultfilm. Das glaube ich nicht. Er wäre gerne der Kultfilm der Snowboarder. Ja, vielleicht in Amerika, Cousin, aber nicht bei uns. Sehr schön. Hey, jetzt weiß ich nicht, wie viele Sachen hast denn du noch? 1. Ja, dann passt es. Perfekt. Ich habe die Solo-Mediabook-Folge gemacht, der zweite, die ist ja noch nicht online, aber jetzt rede ich trotzdem schon mal über diesen Film. Achtung, Spoiler, ich werde in dieser Mediabook-Folge sagen, dass ich den Film Prisons noch nicht gesehen habe, aber das mache ich jetzt an dieser Stelle, dass ich drüber rede. Und wenn ihr dann die Mediabook-Folge hört, dann sagt ja, das ist der Film, über den hat er da geredet. Prisons. Geleckt mich am Arsch. Independent-Produktion aus irgendwoher, ich bring's nicht mehr zusammen, woher. Der Regisseur ist der Esa Yusila.
der hat Filme gemacht, jetzt pass auf, da lachst du tot. Der hat irgendeinen Film gemacht noch mit Pussy irgendwie. The Pussy with an Uzi, also die Katze mit einer Uzi. Lass das so sagen. Der hat ein paar sehr abgedrehte Kurzfilme gemacht und ist aber ein sehr passionierter Regisseur. Ich habe in diesem Mediabook mir noch diese Doku angeschaut oder auf dieser DVD, Blu-ray eben. Und da geht es eben ein bisschen um diesen Regisseur und er verzeiht, wie er zum Filmemachen gekommen ist. Und das ist total interessant, weil er einfach nur ein Nerd ist, der einfach nur zur richtigen Zeit die richtigen Leute kennengelernt hat und jetzt einfach so kleine Independent-Filme macht. Und so auch Prisons, der im Englischen Carnage heißt. Um was es in dem Film geht, Leute, ich bring's nicht mehr zusammen. Das ist so dermaßen uninteressant, um was es in dem Film geht, weil jetzt mal, wenn der Film eine Geschichte verzeihen möchte, ist er total uninteressant. Ich habe nur so viel gesehen aus dem Ganzen. Es tut mir leid, die werden jetzt ein paar Monate, ja, dann liegst jetzt du wieder mit dem Handy vorm Fernseher. Bin ich am Anfang auch, weil am Anfang wirklich die ersten 10 Minuten, Viertelstunde brutale Probleme hat, weil er so viele Figuren einführt und du eigentlich schon nicht mehr weißt, wer jetzt wer ist und wo der Film jetzt eigentlich hin möchte. Im Endeffekt wird der Mo eingeschleust in bei den so Gangsters und soll irgendwas rausfinden für die Ermittlungen und wird dann in einen Bandenkrieg verwickelt. Und ab dem Moment, wo der Film in dem Stripclub ist, denkt's dran, wenn ihr euch das Mediabook gekauft habt oder irgendwas, in dem Moment, wo wir im Stripclub sind, wird's interessant, weil dann geht auf einmal das Gemetzel los. Wir haben da einen Actionfilm, der in Richtung The Raid geht, aber The Raid in puncto Explizität und krasse Shootouts und Kämpfe, aber halt nie so perfekt umgesetzt und mit so geile Kameraeinstellungen und wenig Schnitte, wie es der Raid macht. Aber es ist halt ein richtiger 80er-Klopper. Der kannte aus die 80er, auch von der Optik her, ist ein wenig so neonmäßig. Und er hat irgendeinen Filter drauf, der den Film ein wenig komisch surreal erscheinen lässt. Aber die Kämpfe sind Wahnsinn, brutal lang. Für das, dass es eine Independent-Produktion ist, sind die Kämpfe hart, geil umgesetzt. Habe ich schon gesagt, das splattert? Es splattert ja. Voll. Also es werden Köpfe weggeschossen, Arme weggeschossen, es werden Gesichter eingeschlagen mit Feuerlöscher, irreversible gefällt das. Er dauert dann ein wenig lang, weil man sich an diesen ganzen Gewalttaten irgendwann mal absägt. Aber es ist trotzdem, es holt einen bei der Stange. Also die Story macht's nicht, aber die Gewalt ist jetzt so krass ausufernd und permanent, und abrupt oft, was dann sagst, jetzt kommen da mal so ein paar normale Kämpfe, da liegt wieder einer da auf dem Tisch und dann hauen sie ihm wieder einen Kopf direkt von der Tischkanten runter, dass er ins Knack bricht und der Kopf hängt dann so ober, so John Wick-mäßig. Krass. Und dann der Schluss, da machen sie dann aus einem noch einen Petzspender mit einem Stacheldraht in den Mund rein und reißen ihm einen Kopf ab. Also es ist, wir reden von einem Actionfilm und auch dieses Spiel-JK-Siegel am Anfang, hat mich nur ein wenig stutzig gemacht, weil ich mir gedacht habe, in der letzten Zeit kriegen nicht mehr so viel Filme ein Spiel-JK-Siegel, also jetzt Terrifier 3, aber da muss schon was dran sein. Und dann denken wir nach der ersten Viertelstunde, ja, für Film, jetzt bin ich echt gespannt, wo du dieses Siegel her hast. Dann kommt die erste Folterszene, ich denke mal, ja, jetzt gehen wir schon langsam in die Richtung, dann kommt die erste Prügelei und ich denke mal, ah ja, und dann die besagte Stripper-Szene. Und dann hört der Film eigentlich nicht mehr auf, brutal zum sein. Dazwischen, wenn der Film dann noch versucht, eine Geschichte zu verzeihen, wird's langweilig, dann kann man vielleicht ein wenig vorspulen. Aber ich glaube, dass von 90 Minuten locker 45 Minuten nur kämpft und geschossen wird. Schön, oder? Das ist doch genau das, was du eigentlich dann von so einem Independent-Film erwartest. Irgendwie schon. Und er macht das auch toll. Ist jetzt nicht so rumhampeln und wo es dann gespannt ist, jetzt hat er wieder daneben geschlagen oder so. Das hat alles Wucht, Impact. Die Schauspieler sind in die Action-Szenen gut. Wenn sie richtig schauspielern sollen, haben sie eher so, das sind so richtige Simbach, Aladdin, Türsteher, artige Schauspieler, so richtige Brotzen, irgendwie, wo du sagst, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob du jetzt so cool bist. Und dann klangen sie aber hier, dann kämpfen und dann sagst, ah ja, jetzt haben wir wieder beieinander. Also ein bisschen ein wilder Mix. Und aber du hast ja vorhin gesagt, du weißt nicht, woher der Film kommt. Also ist das jetzt asiatisch angehaucht? Nein, ich muss das schauen. Da ist Letterboxd immer ein bisschen blöd. Europäisch? Also, dass du ja, so europäisch, ja. Aha, okay. Wir haben es hier mit einem finnischen Film zum Tor, sagt Google. Deswegen habe ich jetzt vielleicht Assoziationen bei dem Typen vom Dingcode, vom Tommy Wirkola. Der Regisseur heißt Esa Jusila. Ah ja, jetzt halt. Weil ich hab am Anfang nur gedacht, du hast Prisoners gesagt. Und denke mal, Prisoners, ist das jetzt von unserem Freund Villeneuve? Und dann
Aber, Na, das ist Prisons. Pussy with an Uzi. Gora May Day Done 2. Mhm. Gore? Magden? Keine Ahnung. Finnen halt. Hat anscheinend der Esa Jusila auch gemacht. Aber ja, cool. Ich glaube, das ist also dann wieder so ein Film, wo du sagst, das ist eigentlich nur für Leute, die halt nicht stark Wert auf die Handlung legen, sondern halt mehr auf das Optische, auf das Visuelle. Da gibt es einen anderen Film, der heißt The Tournament zum Beispiel. Das ist ein britischer Film, so ein Manhunt-Movie und der geht in eine ähnliche Richtung. Also wo ich noch mal eine große Actionphase gehabt habe, wo ich die ganzen Seagulls geschaut habe, die ganzen Van Dams und dann läuft dieser Prisons reinlaufen, der war für mich der Wahnsinn gewesen. Also in puncto Gewalt ist das wirklich oberste Kajüte. Cool. Da scheißen's. Ja, ich freue mich dann schon auf die Mediabook-Folge. Da wirst du wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr drüber reden. Und ja, vor allem, ich habe mitgenommen, du hast der Doku geschaut. Ach so, ja, nur bei dem Bonusmaterial von Prisons meinst du, oder was? Ja, das war aber nur so über diesen Regisseur, das waren so 20 Minuten. Ah, ja, nur. Also, merkt's euch, dieses Mal hat der Mike ein Doku dabei. Das ist doch kein Doku, das ist ein Bonusmaterial. Nicht. Und der Corby hat keine dabei. Doch, der erste Film war nicht, oder? Boah, das wird im Titel stehen. Boah, Mikes erste Doku. Wow, und unsere Ansprüche an Dokus sind so gering, dass man sagt, okay, das zählt auch schon. Bonusmaterial zählt schon als Doku. Natürlich, ein Making-of ist auch ein Doku. Ich habe jetzt noch eine auf der Festplatte, 90 Jahre Lego. Da hätte ich jetzt noch das hätte jetzt auch als Doku mit. Da bin ich gespannt, ob es dann direkt von Lego selber kommt. Dann wird wahrscheinlich das ganze Negative einfach sehr schnell und sehr kurz abgespeist. Von Pro7, also ich glaube, dass die Lego jetzt nicht mordskritisch beäugen werden. Ach, okay. Gut. Ich habe noch was dabei. Ja. Da werden sich vielleicht einige gedacht haben, bin ich mir nicht sicher, ob ich mir dafür extra Paramount Plus holen soll, ob ich mir den wirklich anschauen soll. Warum kommt der Film eigentlich nicht im Kino? Und zwar Dear Santa mit dem deutschen Beititel Teuflische Weihnachten. Ja, warum haben das ein paar Leute sich gedacht? Weil da ganz groß der Jack Black drauf ist, der nicht den Santa spielt, sondern den Satan. Und um was geht's? Es geht um den Liam Turner, der, glaube ich, weiß nicht, der Achtklässler, sondern 8 Jahre alt ist. Fast das Gleiche. Na, ist ein kleiner Altersunterschied und das ist wichtig jetzt in dem, was ich gerade erzähle. Okay. Er ist Legastheniker und für seine 8 Jahre ist er halt eigentlich schon zu alt, dass er dann dem Weihnachtsmann nur Briefe schreibt, aber er macht es einfach gern. Weil er aber Legastheniker ist, schreibt er nicht Dear Santa, sondern er schreibt Dear Satan. Und natürlich kommt dann dieser Brief zum entsprechenden Satan, eben gespielt vom Jack Black. Die Eltern von dem Liam, bei denen kriselt's ein bisschen, die schaut so aus, als wenn die sie scheiden lassen wollen und der Liam ist nicht nur Legastheniker, sondern auch mehr oder weniger Loser, der an der Schule dann verliebt ist in so ein Mädel und mehr brauche ich eigentlich nicht erzählen. Es ist ein Kinderfilm, es ist leider Gottes viel, viel weniger gorig, als ich mal das gedacht hätte, weil ich hab mir da gedacht, Jack Black, weißt du, ist vielleicht in seiner Tenacious D-Phase und will dann da ein paar Leute slängen als Satan, aber es ist alles ganz, ganz weich gekocht. Er ist bei weitem überhaupt nicht böse, das wird dann auch irgendwann dann nochmal ein bisschen thematisiert. Nichtsdestotrotz schmatzt er dann dem Liam 3 Wünsche auf und wenn diese 3 Wünsche erfüllt sind, dann kriegt er halt seine Seele und was weiß ich. Es ist jetzt kein wirklicher Spoiler, es ist äußerst nicht wichtig, der Film ist belanglos, also ohne Ende. Die Kinder, und deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist wichtig, dass ich klarstelle, dass der junge Mann 8 Jahre alt ist, die benutzen da Witze und unterhalten sie auf einem Niveau, wie man denkt, okay, das kommt vom Pubertieren, denn Kids, die gerade Sarkasmus entdeckt haben. Und es passt halt einfach gar nicht. Die Eltern benehmen sie wie Vollidioten.
also, oder alle Erwachsene in dem Film benehmen sich wie Vollidioten. Der Jack Black spielt sich halt mal wieder selbst. Der ist aber okay. Also das ist praktisch der okay Part von dem Film. aber normalerweise bin ich ja eher so der Typ, der dann sagt, hey, wenn da Kinder gut spielen, da kann man mal über ein paar Sachen hinwegschauen, aber das war halt wirklich alles schlecht. Ist das dann noch von den Filmen, wo die Kinder gescheiter sind wie die Erwachsenen? Ja. Ah, okay. Wie fühlt man sich da so als Vater von zwei kleinen Kindern? Ist gleich passiert. Bis du schaust, du glaubst, schlauer zum sein. Oder sie machen da das der weiße Heiligo abspenstig oder so. Also es ist, kannst du gleich haben. Das ist Realität. Also, auf dem Niveau bewegen wir uns ja da. Okay. Ich war richtig enttäuscht, unter anderem, weil ich an dem Abend die Wahl gehabt habe zwischen Schöne Bescherung und dann Dear Santa. Oh Gott, das tut mir leid für dich. Ja, danke. Du verstehst das. Ja, ich verstehe. Und wir haben uns dann für den Dreck leider entschieden. Der Film kommt aus dem Regietum von Bobby Farrelly, der auch unter anderem Verrückt nach Mary gemacht hat. Farrelly, okay. Habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Oder der halt auch bekannt ist für Dumm und Dümmer. Aber ja, also der Film ist sowas von belanglos und das ist wieder so ein Ding, wo ich mir denke, oh Gott, das wird Millionen gekostet haben. Ja. Das wird wieder Millionen kosten. Ich glaube ja sowieso, dass in dem Moment, wo der Leslie Nielsen gestorben ist, sowieso der Humor mit ihm gleich mitgestorben ist und in Kisten rein. Glaube ich. Ja, also ich bin wirklich schon sehr gespannt auf nächstes Jahr, wenn die Nackte Kanone rauskommt. Ja. Ich stecke da relativ viel Hoffnung in Liam Neeson. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich da so viel Hoffnung reinstecke. Doch. Im Alter, da wird man witzig und da schafft es. Ja, er ist ja von Haus aus ein guter Schauspieler. So ein herzlicher und ein bisschen so, ja, ich weiß nicht. Ja, wir werden sehen. Ja. Aber, wenn ihr euch denkt, ja gut, dann beim nächsten Weihnachten schauen wir uns Dear Santa und macht's es nicht. Ja. Macht's es nicht. Da gibt's so viele andere tolle Filme. Wir haben es gleich am Anfang gesagt. Ob es Buddy der Weihnachtself ist, Schöne Bescherung oder Klaus oder irgendwie sowas. Viel schöner wie diesen Müll zum Schauen. Ich glaube sofort. So, ja, weil ich gerade noch mal geschaut, wie dieser andere Weihnachtsfilm geheißen hat von Netflix, aber der hat einen ganz seltsamen amerikanischen Titel. Und ich finde ich bin jetzt anscheinend wieder zu blöd, dass ich Letterboxd hernehme, aber ich finde jetzt gerade diesen Titel nicht. Ich werde ihn nachreichen, oder? Der Korbi schreibt noch wenn ich es wirklich finden darf, schreibt das nur unten in die Spalte. Wie heißt die Spalte? Die Spalte. In die Spalte schreibe ich es dann, Leute. Oder wir decken es dann beim nächsten Mal auf, da müsst ihr mich nochmal reinschauen. That Christmas heißt er. Ach Gott sei Dank. Aber der hat einen anderen deutschen Titel. Noch, That Christmas. Mein Gott. Ja, schaut selber. That Christmas und das ist dann das war ein Animationsfilm und der war sehr herzig. Ansonsten, ich habe tatsächlich im Dezember sehr viel Sachen angeschaut, wo ich begeistert war. Da habe ich aber jetzt gedacht, okay, das ist teilweise wieder ein bisschen nischig und deswegen nehme ich es mir nicht mit. Ich habe mal ein Doku für Nische bin ich zuständig. Ich habe mal sogar ein Doku geschaut, sogar im Kino. Meine erste Doku im Kino. Aber wenn ihr wissen wollt, was das alles war, weil da reicht uns jetzt die Zeit nicht mehr und ihr Spaß gehabt habt in unserer Top 10 Folge, dann folgt uns gern auf Letterboxd. Da könnt ihr dann nämlich immer gleich anschauen, was wir uns so angucken und dann euch auch Gedanken machen, reden die dann nochmal ausführlich in die Vorlex, woher kommen die 4 Sterne, woher kommt der eine Stern, warum hasst der Corby anscheinend bestimmte Filme, wo gute Filme, er hasst gute Filme, aktiv. Genau. Filme. Richtig, ich hasse gute Filme. Ja. Dann komm, ich sag nochmal, wie heißt du? Du bist der Wombles. Wombles mit, also Womble ganz normal, so wie man Womble erschreibt und dann 2 Z. Genau. Aber das verlinke ich euch dann auch nochmal in die Shownotes und an Mike findet ihr unter Terror Vision 84, aber den habt ihr wahrscheinlich eh schon lang. Ja, ich hoffe es einmal. Na, macht's es. Schaut vorbei, macht mal ein wenig eine Letterboxd-Community. Das ist lustig. Mir gefällt's.
Ja, mir auch. Und vor allem, das ist riesen Gedächtnisstütze. Also wenn ich das nicht hätte, dann war ich ja sowieso ein Volldepp. Alles da ich vergessen. Den Zettel, den ich mir geschrieben hätte, für wo ich alles angeschaut habe, das Monat oder das Jahr, den da ich irgendwo verwerfen oder meine Frau wirft da weg, weil ich ihn wieder irgendwo liegen gelassen habe. Ja, und so habe ich das ganze Klump alles beieinander. Das ist eine gute Sache, ist das. Ja. Ihr hört uns ja jetzt schon im neuen Jahr. Wir haben aber nicht die Gelegenheit gehabt, dass wir in der Top-10-Folge drüber denken, dass wir eigentlich nur ein gutes Jahr wünschen. Deswegen machen wir das jetzt hier. Ja. Wir freuen uns natürlich, dass ihr es geschafft habt, mit uns ins Jahr 2025 zu rutschen. Und ansonsten schreibt uns in die Kommentare, was ihr so im Dezember erlebt habt, angeschaut habt, was wir verpasst haben. Und ja, Mike, was gibt's sonst noch zum Sagen? Ja, schaut's einfach immer wieder vorbei bei uns auf die ganzen sozialen Medien, hätte ich gesagt, auf die ganzen sozialen Netzwerke, wo wir so vertreten sind. Lasst uns ein Like da und bewertet uns natürlich auch bei dem Podcatcher oder Streamer eurer Wahl. Das hilft uns auf alle Fälle weiter. Und macht's einmal noch ein Abo. Ich hab gesehen, Weihnachten ist ein wenig spärlich gewesen, wollte keiner irgendwie seine Liebsten glücklich sehen. Nicht viele Abos hergeschenkt worden von uns. Das muss auf alle Fälle anders werden, Freunde. Ihr wollt doch eine glückliche Familie haben, oder? So schaut's nämlich aus. Und auch von meiner Seite noch einen guten Rutsch ins neue Jahr, beziehungsweise ein gutes neues Jahr. Und macht man einfach so im neuen Jahr weiter, wie wir aufgehört haben, oder? Natürlich. Wie auch sonst. Oder besser. Kann natürlich auch sein. Ja, es stimmt. Weil Stillstand ist Rückschritt, hat's bei mir in der Arbeit alle weggelassen. Dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Auf jeden Fall der beste Podcast für Tromaville. Toxic Adventure 4. Nicht Adventure, der Avenger. Der Avenger ist es. Ach so, der einzig wahre. Bis dann, ciao. Servus und habe die Ehre.